Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, in Teil 1 seht ihr die Reaction auf die Pressekonferenz vor dem Champions League Auftakt mit Manuel Neuer, in Teil 2 mit Vincent Kompany. Das Ganze habe ich im Livestream gestreamt, von daher kann es auch sein, dass ich das ein oder andere Mal auf eine Aussage aus dem Chat drauf eingegangen bin, nur dass ihr euch nicht erschreckt, warum ich auf einmal auf irgendwas anderes eingehe. Gut, bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Und damit wünsche ich euch nun viel Spaß mit der Reaction. Hello again, Teil 2. Manuel Neuer, jetzt der Cheftrainer unserer Kompanie. Und es geht gleich weiter. Ja, zumindest sind die Hände schon in der Höhe vorne wieder. Hoffmann für Sky beginnt. Ich weiß nicht, ob der Torben, erstmal sollte ich auf Reaction stellen, ob der Torben den Dieter was zahlt, dass er immer als Erster dran kommt. Auch so der Lieblingsschüler, ne? Ja, nun ist hinten rechts wieder jemand weggebrochen. Sascha Boye wird wochenlang ausfallen. Ist bei dir schon der Entschluss gereift, wie du hinten rechts die Position morgen auffüllen möchtest? Conny Leimer, Josua Kimmich sind ja zwei mögliche Optionen. Also wer von beiden wird dann auch? Adam Aznou? Ja, wir haben schon Möglichkeiten. Also wir werden uns heute Abend noch ein bisschen Gedanken machen. Das ist natürlich sehr kurzfristig. Wir haben nicht viel Zeit, dieses Spiel vorzubereiten, aber wir haben Lösungen und das ist natürlich schade für Sascha und wir hoffen, dass er bald wieder zurück ist. Er war auch gut drauf, müssen wir sagen. Und ja, dann müssen wir das lösen mit der Karte auf jeden Fall. Wer morgen hinten rechts spielt, ich verstehe, dass das die Frage war, aber traditionsgemäß würde ich das jetzt noch nicht sagen. Dahinter mal. Mein Tipp ist, es wird King Josh werden. Ja, ich lege mich auf den Josh fest. Vielleicht überrascht er mich aber auch, der Kompanie, und er stellt einen Aznou dahin. Das würde ich natürlich feiern. Ja, wir werden es sehen. Marc Gabel für RTL. Hallo Herr Kompanie. Jetzt ist der neue Modus der Champions League schon spannend genug. Jeder fragt sich so ein bisschen, wie das wohl sein wird. Inwiefern ist die Tatsache, dass das Finale im nächsten Jahr in München ist, nochmal ein besonderer Anreiz und vielleicht auch eine besondere Drucksituation für Sie als Bayern-Trainer? Ja, also es ist schwer, viel zu sagen über wie diese Champions League erleben werden mit diesem neuen Format, aber letztendlich, die Traum ist da für die Fans und die dürfen auch träumen, dass wir hoffentlich am Ende im Finale kommen in München. Das wäre schon fett, oder? Das wäre schon fett. Dann ist auf jeden Fall Red Munich-Kanaltreff an der Allianz Arena, wa? Wenn wir nicht reinkommen, Public Viewing halt. Irgendwo in München. Kriegen wir hin, ne? Hauptsache für mich ist, dass wir das zeigen auf dem Platz erstmal. Also es gibt ein Spiel morgen gegen einen schwierigen Gegner und die müssen wir gewinnen und hoffentlich können die Fans ganz lange träumen, aber wichtig für mich ist, dass wir morgen gut spielen und gewinnen. Dahinter Christian Kunz für die dpa. Als Spieler haben Sie oft in der Champions League gespielt, als Trainer sind Sie zum ersten Mal der Verantwortung bei einem Champions League-Spiel. Ich wollte gerade sagen, wie willst du denn gegen Chelsea spielen, Alter? Die spielen doch nicht in der Champions League, oder? Das wird nicht passieren, ey. Wie sehr kribbelt es bei Ihnen? Ja, schon, auf jeden Fall. Aber mein Job ist auch, ich darf nicht zu viel Unterschied zu machen zwischen, ich habe es bevor das Spiel gegen Kiel gesagt, es gibt nicht viel Unterschied, wie wir uns vorbereiten für Kiel als die Vorbereitung für ein Spiel gegen Leverkusen zum Beispiel. Ich würde genau das Gleiche sagen jetzt für die Champions League. Also gegen Zagreb oder Barcelona, es darf kein Unterschied sein. Wir wollen einfach gut vorbereitet sein. Wir wollen... Natürlich darf das kein Unterschied sein. Ja? Und es wird auch kein Unterschied in der Vorbereitung sein. Aber wir wissen, das sind alles Menschen. Es wird immer ein Unterschied sein, ob du gegen Dynamo Zagreb aufläufst oder ob du gegen Barcelona aufläufst. Ne? Ich meine, bisher haben wir es gut gemacht. Ja? Man merkt das nicht so, den Unterschied. Man hat gesehen, gegen Kiel hatte auch jeder Bock und hat sich zerrissen. Und hoffentlich bleibt es lange Zeit so. Genau das Gleiche machen wie in jedes Spiel. Und das ist natürlich unsere Ziele erreichen und die Punkte holen. Und morgen ist der erste Schritt, hoffentlich. Und
wir wissen, wie stark auch die Gegner ist, mit die Starken und Schwächen natürlich. Und ja, komm, wir müssen jetzt Dynamo Zagreb auch nicht künstlich stark reden, Alter. Wir spielen zu Hause in der Champions League. Kann sich da gerne mal die Statistiken angucken. Gibt ja hier genug Statistikfreaks. Zu Hause sind wir eine Macht international. So. Da gibt's nichts zu deuten. Ja, Punkt. Und das ist unsere Priorität jetzt im Moment. Reihe 1, Stefan Kumberger für Sport 1. Hallo Vincent, Vorbereitung auf das Spiel, gutes Stichwort. Wie finden Sie die Balance zwischen selbst Ideen finden, selbst dominant sein und auf der anderen Seite vielleicht die Ideen des Gegners zu zerstören oder zunichte zu machen? Was ist da wichtiger? Lieber selber dominant sein oder sich anpassen an den Gegner? Sollte er sich vielleicht mal die ersten 4 Spiele, die wir diese Saison gesehen haben, anschauen. Dann hätte er sich die Frage schenken können. Ja, für den FC Bayern ist es immer selber dominant sein erstmal. Ja. Ich glaube, das ist ganz klar, aber Pfeife, Alter. Ich glaube, das ist auch jetzt nicht mehr neu im Fußball, dass wir immer dass wir uns immer Gedanken machen über was die Gegner auch machen kann und was die Da könnten wir noch mal das Tuchelfass aufmachen, schenke ich mir aber, oder? Starke sind. Irgendwie wollen wir auch immer die Schwächen ausnützen, aber die Starken muss man immer, da muss man immer mit rechnen. Es kann, egal welche Mannschaft, wenn du entweder Zeit gibst oder die Möglichkeit gibst, in ihre Stärke zu kommen, dann kann es immer schwer werden. Und ich habe nicht nur als Trainer jetzt miterlebt, dass man immer Rechnung damit halten muss, aber auch als Spieler. So habe ich auch Erfolg erreicht als Spieler und deswegen ist das natürlich auch immer mit in was wir machen. Letzte Reihe, Felix Roderer für Antenne Bayern. Hallo Vincent, dem Schiedsrichter morgen, Munuera, dem eilt so ein bisschen der Ruf voraus, dass er gerne mal gelb zückt, hört man auch aus Spanien. Ist das irgendwas, was Sie mit den Spielern besprechen oder spielt das für Sie in der Vorbereitung überhaupt keine Rolle? Nein, es kann schon manchmal sein, dass wir so ein Thema besprechen, aber es geht immer erstmal um uns. Also wir möchten natürlich keine unnötige Karte bekommen, aber letztendlich geht es auch um, was wir machen als Mannschaft in dieses Spiel, dass wir total Fokus haben. Das ist auch. I'm going to go to English just really quickly. So the main goal for us is that we have total focus on the game from the first minute to the last minute, and the fact that a referee can be sometimes a little bit harder or less than another, it's an important point, but it can't be more than that. For us, its main focus is what we do with the ball, and as long as the referee does the same for both teams, it's a fair game always. Yes. I think we stay in English, yeah. Hello, Mr. Company. Hello. My name is Boris from RTL Television Croatia. Your team is obviously in great shape. How big of a challenge is Dinamo for Bayern in this moment? I mean, it's Champions League, so you have to earn the right to be in this league. And from the moment you're in the Champions League, it means that the opponent is, number one, used to winning. I think there are some similarities as well between Dinamo Zagreb in terms of and Bayern in terms of the culture of winning, the amount of times they have won the league over the last 20 years or so. So they know what it is to win, and you don't arrive in one game or the other all of a sudden with a different mentality. So that's clear. But it's the Allianz Arena tomorrow, and our team wants to still achieve hopefully a victory. First row, yes. So sieht's aus. Still on English and remaining with the Croatian journalist. So I gotta ask you, coming from. Das weiß ich nicht, Ambo, ob sich da die Anzahl der gelben Karten geändert hat für die Sperre. Ich denke nicht, oder? Es sind 2 Spiele mehr, aber ja, weiß ich nicht. Kann ich dir nichts zu sagen. Wenn das jemand weiß, kann das ja gerne mal reinschreiben. Ja, wie er sagt, am Ende des Tages, solange der Schiri das auf beiden Seiten pfeift, du kannst das eh nicht beeinflussen. Ne? Kannst da keine Rücksicht drauf nehmen und dann sagen, oh nee, keine Ahnung, jetzt mache ich kein taktisches Vor, sondern nehme das Gegentor, damit ich nicht im nächsten Spiel gesperrt bin oder was. Also, wenn du da hinkommst, ist auch was verkehrt. Ja? Wir haben einen Kader, wo du jeden Spieler ersetzen kannst, Punkt, und dann ist das so. Ja? Da muss man da auch keine Rücksicht drauf nehmen.
from Croatia, obviously, about the injury of Josip Stanisic and how big of a loss is for you as a coach. And can you recall that you played against Dinamo? Do you remember that game? Yeah, I have a good memory of it, yeah. So first of all, Stani, we wish him well. He's still going to be out for a while, but, you know, last year, he's the only Bayern player who won last year. So I think he's established himself in this league, and I think he was on a good way to do the same with us. And we miss him. But most importantly, he... Ja, und Stani hat mich auch echt überrascht bisher, muss ich sagen. Ich hatte ja mal eine Zweifel so, ob er das wirklich auch bei uns liefern kann. Aber alles, was ich so gesehen hatte, war er auf einem sehr, sehr guten Weg. Und es ist super schade, dass er sich verletzt hat. He will recover from his injury. He will be strong and fit to come back for us. But we're not going to push him. As long as he recovers well, we're happy. In terms of the game I played against, if I remember right, I had to run after Luka Modric the whole game. Correct? Yeah. So... Was Mandzukic there? Balaban was there, I remember, and another one was Tadic. So it was a good team, but we had also a good team at the time. It was Nigel de Jong and Van der Vaart. Van der Vaart, Boateng, I think as well. So you won 2-0 at Maximum. That was a good game, yeah. In der zweiten Reihe Nikolaus Linner für die Bild-Zeitung. Hallo Herr Kompany. In den vergangenen Tagen wurde viel über Leon Goretzka gesprochen. Da ist er wieder, unser allseits geliebter Bildreporter. Der musste beim letzten Spiel wieder eine Enttäuschung hinnehmen, weil er nicht... Wäre jetzt ein cooler Move, wenn er sagen würde, jedes Spiel ist ein Leon Goretzka-Spiel, oder? ...im Kader stand. Mich würde interessieren, wie da die Kommunikation aussieht. Suchen Sie... Der Leon stand nicht im Kader, Leute. Scheiße. Die Bild kann nachts nicht schlafen, weil der Leo nicht im Kader stand gegen Holstein Kiel. Katastrophe. Zu einem Spieler in so einer Situation nochmal besonders häufig das Gespräch, versuchen die Situation zu erklären. Ja, na klar. Er geht jetzt 100 Mal am Tag zum Leon hin und sagt, Leon, du spielst gegen Kiel nicht. Ne? Leon ist nicht böse gemeint. Aber ich habe einfach keinen Platz mehr frei für dich, ne? Leon. Sagt er vor dem Training, während des Trainings, nach dem Training, nächsten Tag beim Frühstück nochmal immer schön rein in die Wunde, ne? Damit der Leon das auch nicht vergisst. Erklären, Mut zu machen. Und wie stehen denn morgen die Chancen für Leon auf einen Einsatz? Yeah, I knew that for the Holstein Kiel game that I would have one player that was out of the squad. So in this case it was Leon, but I'm sure that you would have had the question about any other player that would have had to stay home. But that was the case, genau. 21 players, so one player has to stay home. And but now there's only 20 because we lost Sasha Boy, so probably that question will not come back for a while like this. In terms of communication, I think every coach, in every club has a different way to do it. For me, it's quite clear, you know. It's a discussion that I'm always happy to have after the game with any player, by the way. So always happy to have it after the game. I think before the game, the priority is always to focus on having a result, focus on the players who are able to achieve that goal, because you need to go in with positive energy yourself to bring into the game. But after that, I think I'm really, really happy to always share whatever I thought in the moment and why, and then we move on to the next game, because we have a lot of games and everybody has to compete for every game. So sieht's aus. Torben Hoffmann wieder. Ist nichts zu sagen, Alter. Wir sind natürlich nicht so in der Gegneranalyse wie du mit deinem Trainerstab. Vielleicht kannst du mal die Stärken und Schwächen des Gegners von Dynamo Zagreb beschreiben. Also wo haben sie ihre Vorzüge, wo sind sie vielleicht nicht ganz so sattelfest? Es ist eine talentreiche Mannschaft, die sind technisch natürlich stark und die sind auch gewöhnt, ganz oft im letzten Drittel viel Ballbesitz zu haben. Deswegen finden die auch die Löcher in den kleinen Raum und die haben Spieler, die technisch auch die Lösung finden können. Und das zeigt, dass sie einfach diese Gewohnheit haben, immer im letzten Drittel zu kommen und Tore und Chancen zu erzielen. Und das ist auch ein Team, die in Boxverteidigung sehr gut ist, Disziplin, Erfahrung. Und da geben die auch wenig Raum weg. Aber letztendlich, wie gesagt, wir haben auch
das Ziel, unser Spiel aufzulegen auf die Gegner und hoffentlich ist das, was uns morgen Erfolg gibt. Dann Heiko Niederer wieder, bitte. Hallo Vincent. Wir kennen Sie ja noch nicht so gut als Trainer. Jetzt gerade mit dieser Rechtsverteidigerposition. Wie ticken Sie da als Trainer? Ist das eher so, dass man sagt, ich möchte die besten Spieler auf dem Platz haben, was eher dann dafür spricht, ich stelle Joshua Kimmich oder Konrad Laimer hinten rechts? Oder eher, ich möchte jemanden für die Position haben, der es am besten spielen kann, was vielleicht dann auch für Guerrero oder Asnou sprechen könnte in den nächsten Wochen? Können Sie da einen kleinen Einblick geben, wie Sie da denken? Es geht immer darum, erstmal ganz vorne, wir wollen das Spiel gewinnen. War auf jeden Fall mal eine interessante Frage. Bin mal gespannt, was er sagt. Und so fängt man immer an, mit wie man die Mannschaft zusammenstellt. Und klar will ich die Spieler immer in ihre Stärke haben, wenn es möglich ist. Aber in diesem Moment haben wir sie haben schon ein paar Lösungen genannt. Und die kennen wir auch. Es gibt noch andere Lösungen aus meiner Meinung. Aber wichtig, dass Sie auch verstehen, ich bin nicht eine, die jetzt auf einmal sagt, ich muss es wieder auf Englisch sagen, Entschuldigung. No, so I'm not someone that's going to start feeling sorry for myself because we lost a player and yes, we have an injury, yes, it's 2 right backs, but we will find a solution. We have a team to do it and you know, we have the time tonight and tomorrow to discuss what we think is the best solution. But only in one function is to win the next game without anything negative about the situation that we're in. It's a shame, but we're going to deal with it. And I'm not answering because I don't want to give it away, to be honest. Ich wollte gerade sagen, die Frage hat er nicht wirklich beantwortet, aber ja. If that's clear. Okay, erste Reihe, First Royal. Roland Streins von Sky Sport Austria. Ich versuche auch Deutsch zu sprechen. Vincent. Ja, da sind sie, die Ösis. Die Bayern haben wir Sie sind Deutsch, aber. Ja, klar. With a bad accent. So, die Bayern haben das Siegergehen wieder gefunden. Mit Ihnen als Coach. Was war nötig, damit das wieder kommt? War es mehr mental oder war es mehr taktisch? Nein, taktisch nicht. Das ist dieses Verein, diese Mannschaft, die haben die beste Trainer im Welt gehabt in den letzten 10 Jahren oder so. Also man kann immer taktisch was bringen, was sehr persönlich ist und seine eigene Idee, aber letztendlich geht es darum, dass die Jungs einfach kämpfen und wenn gute Spiele laufen, dann haben die immer eine Chance, die Spiele zu gewinnen. Wir arbeiten natürlich sehr viel taktisch, aber wenn ich jetzt das vorne setze, dann rede ich über das Falsche. Aber okay. Er hat einfach die Spieler aufgeweckt. Machen wir es kurz. Ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Er hat einfach die Spieler aufgeweckt und die Spieler mal wieder dazu bewogen, dass sie Leistung zeigen müssen. Ja? Und dass sie Bock haben. So, man hat halt das Gefühl unterm Winnie, so die Spieler haben wieder Bock und die Spieler glauben auch wieder an sich. Ja, all das, was du letzte Saison nicht hattest, wenn du ein Tor gekriegt hast, hast du gedacht, alles gut, kannst eigentlich ausschalten, kriegst das zweite noch, ja, oder das hast du jetzt nicht mehr. Ja, du siehst jetzt, dass der Glaube da ist in der Mannschaft auch wieder und das bei jedem einzelnen Spieler oder sagen wir bei vielen Spielern. Okay, es bleibt Bayern München. Wir haben nur 3 Spiele gewonnen und da bleibt es auch bei. Und wir müssen, mehr könnten wir auch nicht, aber wir müssen auch weitermachen. Und die Fokus liegt nur darauf. Gibt es noch einen letzten Fragewunsch? Ja, in der Mitte, Heiko Niederer nochmal. Ich habe noch eine Frage, die ein bisschen weg vom Sport geht. Ihr erstes Champions-League-Spiel, in der Champions League sagen viele Trainer, da ist was Besonderes, besondere Nächte, deshalb ziehe ich auch was Besonderes an. Wie ist das bei Ihnen? Ziehen Sie einen Anzug an, eine Krawatte in der Champions League oder so wie immer die Klamotten? Die Klamotten, also diese Frage hatte ich nicht erwartet. Er ist einfach so authentisch, dass er geschockt ist, oder? Er denkt sich gerade, was willst du jetzt von mir? Du willst wissen, was ich morgen anhabe? Wen interessiert's? Weißt du? Gut, oder? Sehr gut.
Dieter, du hast mich nicht gut vorbereitet heute. Ich schreibe mal. Nein, also ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, ganz ehrlich. Ganz genau, Alter. Letztendlich, ich bereite persönlich das Spiel genau so vor wie das letzte Spiel gegen Kiel und wie die nächste Spiel gegen Bremen. Und ich hoffe, dass die Spieler auch diese Routine bekommen, wo jedes Spiel einfach eine Finale ist. Und morgen, wir träumen über die Finale. Es ist noch keine Finale, aber warum sollen wir das irgendwie anders spielen? Also ich hoffe, dass man das spürt morgen, aber es bleibt Fußball. Wir müssen erst nochmal das Spiel machen. Dankeschön, Vinny. Freuen wir uns auf morgen. Bis dann in der Arena. Danke. Servus. Und auch egal, was man dann anhat, oder? Vielen Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.